Gretors Verdacht bestätigte sich. Ciri war tatsächlich in Skellige aufgetaucht, zusammen mit einem maskierten Magier aus einer anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur und eine andere begann. Deutlich später war die wilde Jagd auf der Insel Hindarsfjall aufgetaucht. Das konnte bedeuten, dass Ciri ein weiteres Mal auf Skellige gewesen war. Tove, Quid, Hanne, noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, doch da liegen sie. Und ich, lebendig und gesund. Ja, und genau dieser Spur werden wir nachgehen hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Also, wie es aussieht hier. Ja, wenn die wilde Jagd angreift, was la vista, ey. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Das stimmt. Auch wenn uns kaum jemand glaubt. Ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja, genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern. Aber es kam nur Blut. Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Es reicht. Was geschah dann? Naja, wir brauchen natürlich Informationen von dem her. Sprich weiter. Ich rannte nach draußen, um Hilfe zu holen, um Leif zu holen. So viele Tote. Jule, Ingvar, Klein Necki. Wohin sind die Reiter verschwunden? Sie sind zum Meer. Durch die Klamm. Auf Pferden aus Knochen. Knochen und Eis. Und... Schluss jetzt. Komm zur Sache. Sofort. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid. Sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben. Vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen, bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden. Auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Morgwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgwag nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgwag verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit.
Ja, und du? Vielleicht ein bisschen mithelfen, hallo? Ich bin nicht zum Arbeiten hier. Das dürfte Morquag nicht kümmern. Monster treiben sich rum, wann und wo sie wollen. Gut. Wenn er mir vors Schwert läuft, kämpfe ich gegen ihn. Aber nur dann. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morquag tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen. Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Jo, hat was. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Macht ihr wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Jo, gut gesprochen. Ein Mörder. Finde Freyas Garten, suche nach Feigling. Nun gut. Sie werden nicht zurückkommen. Du bist alleine. Statt es zu reparieren, solltest du nach Larvik kommen. Und bei mir... Ja, was du nicht sagst. So, ganz kurz noch was anderes gucken. Ja, Bomben habe ich ausgerüstet, gut. Ja, wegen letzten Parts und so, das war vielleicht ein bisschen ein Fehl von mir. Also sprich, ich habe da ein bisschen zu viel auf einmal aufgenommen. Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht. Aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Naja, falls es noch so ist, ein anderes Thema. Was kommt denn da für ein Viech jetzt? Ja, eine Erscheinung, okay. Ja, kommt die? Na, komm schon. Traust du dich? Nö, traut es nicht. Feigling. Ja, wenn wir gerade dabei sind, was ich noch erwähnen wollte, jetzt ein Parts und so, ich habe ein bisschen zu viel aufgenommen bei diesem heißen Wetter und so. Kann natürlich durchaus sein, dass ich ein bisschen durchgehastet bin. Gewisse Dinge nicht mehr so mitbekommen habe oder Items irgendwie, was auch immer, wow, vergessen habe und so weiter. Bitte entschuldigt von dem her. Ja, aber jetzt wieder so ein saumäßig heißes Wetter ja drin. Naja, aber ich schaue, dass ich heute noch irgendwie 2-3 Folgen aufnehme. Dann müsste es eigentlich klappen soweit. Nehmen halt immer viel trinken. Den Salzhaushalt auch ausgleichen war. Natriumchlorid und so ein Quatsch, naja. Ja, schöner Umweg gehen vor, also wäre natürlich dadurch eine... Naja, ich sag nichts mehr dazu. Freyas Garten, so, soll ich echt Blut spenden? Ich meine... Einer an. Das muss Morquag sein. Der hat ja Appetit. Geradezu wölfisch. Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen. Scheiße. Nicht schon wieder. Ja, der hat ja schön gereiert. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Oh je. Am Heiligen Baum noch Spuren vom Feigling, okay. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Ja, was man gerade auch noch fragt, wegen Alchemie und so weiter, wenn das eine Art Werwolf oder sonst irgendetwas war, da kommt immer wieder das Gleiche hier. Dann könnte man doch
Mutagen absurd. Ja, schön, Vergiftung, Wirkungsdauer. Aber absurd, ich möchte eigentlich lieber etwas halt gegen solche Viecher haben. Ich muss fast schon irgendwelche Öle zubereiten, wa? Tränke aber schon ein paar gemacht. Dann Katze brauche ich nicht, der weiße Honig brauche ich momentan auch nicht. Hätte eine Vergiftung, aber dann noch praktisch wäre. Und 2 von 1 hier von, was ist denn das? Geistblatt, okay. Öle gegen Dracoiniden, Numenoiden Bestien, vermutlich den hier, aber ich hatte den Trank bereits. Vielleicht sollte ich den nachher mal einsetzen. Der muss fast so etwas sein, weil etwas anderes denke ich jetzt mal weniger. Abgesehen davon fehlen mir Zutaten dafür, dann schlecht. Überlegenes Bestienöl, aha. War natürlich normales Bestienöl, war. Das hätte man relativ schnell. Aber bessert das auch noch. Ach du Scheibenkleister. Verbessert war natürlich erstmal das normale. Geisteröl, ja, gegen Geister. Naja, okay. Bevor ich es vergesse, da habe ich alles gemacht in der letzten Folge. Dann habe ich ein stärkeres Stahlschwert geschmiedet. Dann erinnere ich mich noch. Punkte habe ich hier auch keine mehr. Die sind soweit auch gut ausgerüstet, wenn wir jetzt mal behaupten. Ansonsten, ja, der Rest passt schon. Auf der Suche nach Ciri. Wie lange wird es wohl dauern, bis wir sie finden? Wir waren gerade da unten. Momentchen, ich komme gleich, nur kurz gucken. Was gerade der mit Stufe 14 war irgendwie ein Wolf? Sieht nach einem Wolf aus. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken. Siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Übernatürlich schön. Okay, gut, hat was, aber sie können ruhig ein bisschen... Ich dachte, du hättest Einwände. Ich? Bitte. Ich kann sehr umgänglich sein. Yen, sieh mir in die Augen. Was führst du im Schilde? Vieles. Wie ich die temerische Krone erringe und Kaer Morhen unter deinem Hintern wegverkaufe. Jetzt geh schon. Alter, die mit ihrem Sarkasmus, ey. Wobei Kira und Triss, genau, Entschuldigung, Triss waren auch nicht gerade viel anders. Wobei natürlich Yennefer irgendwie die Königin davon ist, also was Sarkasmus anbelangt. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Eigentlich schon, wa? Flache Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Ist er da hier oben oder was? Alter, klingt verdammt nahe, Leute. Gut, das Spiel speichert automatisch. Da vorne sehe ich schon etwas. Also sprich, auf der Minimap sehe ich etwas. Aber ich lasse es mal noch. Sie verblutet? Oh. Keine Bissspuren. Morkwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. Oh, ein Wolf! Alter! War doch ein normaler Wolf, wa? Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Abgeschlossen, aber der Seite aufmachen? Nö, geht nicht. Morkwag war das Herumschleichen wohl leid und hat angegriffen. Ja, wenn es sich so anhört, dann war er erfolgreich. Ah, sind die Scheißviecher stark!
Das verbessert das Schild, aber direkt weg. Krass, ey. Das Blut des Feiglings. Ja, wollte nur kurz wegtippen. Ah, hier war er. So. Entschuldigung, genau, was das gerade war. Des Feiglings. Der Feigling war verletzt. Er rannte los. Das Blut des Feiglings. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Da willst du jetzt echt reingehen, wa? Morgwag gibt nicht so einfach auf. Schlüssel benötigt. Das ist natürlich jetzt doof. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. So, erstmal hoch. Yen, wo bist du? Ah, da. Wie die Königin selbst. Und? Was gibt's? Was weißt du über diesen Garten? Lass mich nachdenken. Er ist total verwildert. Ich dachte eher an seine Geschichte. Es heißt, Freya selbst habe ihn gepflanzt. Als die Welt noch jung war, zog die Göttin über die Skellige-Inseln und säte Samen zwischen die Felsen. Aber die Schlange Uroboros biss ein Loch in ihren Korb. Alle Samen rieselten heraus und landeten hier. Darum ist dieser Garten so üppig, während die Inseln sonst karg sind. Glaubst du das? Meinst du das ernst? Natürlich nicht. Das Mikroklima ist günstig für Pflanzen. Das ist alles. Verwandelt in einen Werwolf. Was für ein Hundeleben. Tja, sind nicht alle jungen Leute Wölfe im Schafspelz? Dann hat der Fluch ihn an diesen Garten gebunden. Hier liegt doch der Hund begraben. Einen Wolf gefeiert hat er sich hier bestimmt nicht. Wer will schon mit den Wölfen heulen? Geralt, das reicht jetzt. Na schön. Obwohl ich noch ein paar gute gehabt hätte. Bestimmt. Sagen wir, du hast gewonnen. Oh Mann, hey, was waren das für Sprüche? Ich habe eine Leiche gefunden, aber nicht die vom Feigling. Und warum glaubst du, dass mich das interessiert? Weil sie keine Bissspuren aufweist. Findest du das nicht seltsam? Die serikanische Küche, Rittersporns Ruhm und Schnabelschuhe finde ich auch seltsam. Und trotzdem diskutiere ich nicht darüber. Ja, ist ja Lass mich gut. zwischen den Zeilen lesen. Meinst du, ich verschwende deine Zeit? Ich finde, dass wir uns auf das konzentrieren sollten, was gerade am wichtigsten ist. Kann man täuschen mir, da kommt ein bisschen wie eine Peach rüber. Gut, ich gehe wieder runter. Sei vorsichtig. Also es war ein bisschen wundert, weil es so irgendwie... Normalerweise, also... Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Nicht normalerweise, aber es kann ja durchaus vorkommen, dass Frauen so drauf sind, wenn sie halt irgendwie sauer sind oder irgendwie die Tage haben oder dabei zusammen und lange Zeit keinen Sex mehr hatten. Gut, das letztere kann nicht mehr sein, wer letzte Folge gesehen hat. Deswegen wundere ich mich gerade ein bisschen. Aber gut. Das sind nur so Möglichkeiten, die sein könnten, nicht sein müssen. Toll, wieder außen herum, war nicht schlecht. Was sagt mir das Spiel hier an? Das aber auch eine Hake, okay. Noch etwas. Sag mal, wollen wir jetzt hier verarschen? Eisbärenfell hier oben, auch nicht schlecht. Gut, man doch so, wie mir das Spiel gerne sagen würde, aber ich kann gar nicht durch. Ja, das Spiel sagt mir hier entlang, aber sind sie wohl einig, dass es nicht geht. Hä? Im Kletten ist er kein Hirsch, das habe ich jetzt mittlerweile auch verstanden. Ja, das waren Punkte für mich hierhin. Was natürlich ein bisschen fehl ist, aber vielleicht muss ich drin irgendwas anzünden noch, oder?
Ach, hier unten war's. Nee, nee. Dann bringt das nächstes aufgeschlossen. Hier, es ging einen anderen Weg. Weil irgendwo noch ein Wolf war. Kuckuck! Ein schöner Wolf zwar. Korrektur, ein toter Wolf. Warte mal, das Hebariums-Dingsbums. Schade, ja, das wird vielleicht klappen irgendwie. Macht hier irgendwie noch hoch? Ah, klappt sogar, gut. Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Okay. Hallo. So, jetzt. Dann wählen wir es mal ganz kurz aus. War ein bisschen fehl, wa? Ich dachte zuerst den hier benutzen. Naja, doof. Mach wir halt doch. Jetzt geht der plötzlich auf, hallo? Das Fluttor ist offen, aber nichts passiert. Seltsam, war. So, jetzt haben wir schon Nummer 3 gewählt. Da ging jetzt auf. Hä? Auch der? Was zum Henker? Jetzt hätten wir wieder den ersten, wa? Das Fluttor ist offen, aber nichts passiert. So, jetzt haben wir da links wieder einen, der da irgendwie hervorsteht. Das hatten wir vorhin auch schon, dass es nicht geklappt hat. Jetzt machen wir mal die 2. So, jetzt müsste aber der aufgehen, wa? Na, geht doch. Mal der 1 wohl doch, der da hinten. Seltsam, sah gar nicht danach aus. Ja, vielleicht spinne ich wieder mal. Oh Mann, kühles Bad, das wäre jetzt genau das Richtige. So, bin da, wer noch? Hallo, Wölfe? Keine Wölfe? Das Blut des Feiglings. Die Frage ist, ging er jetzt hier rein, das oder? Blut des Feiglings. Bin ich jetzt hier falsch? Nehmen wir mal vorher, war gut. Ist runter. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken, als gefressen werden.
Springen in den Brunnen ist klar. Naja, von mir aus. Wow. Bin ich direkt unter Jen. Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Ja, ich versuch's, aber das machen wir, glaube ich, erst im nächsten Part. Freunde, muss man erstmal wieder ein bisschen trocknen. Bis dahin, ich glaube, und so war hier irgendwie ein Bosskampf war. Tja. Ciao zusammen!